Goedemorgen allen. Welkom hier van delen waar dat we hier kunnen in huis Gottes opkomen. Het is zoveel weet. We hebben het de laatste paar jaar en een half ervaren dat we niet alle zondag in de kerk waren, zoals we dat van ver her gewend waren. En nu valt het dat we weer open, waar we ons zeer tevreden. Ik zei nogmaals, valt hier tussen. We zijn hier niet weer aangekomen dat we beter zijn als anderen, aber wir sind hierher gekommen, um uns aufstellen und durch Gott was zu uns reden. Und so haben wir ein Wort kicken und lesen dann, und sehen wir viel verschiedene Dinge, was uns abhören das und was uns strufen das. Und ich habe mal zu mir selbst das gesagt, wenn ich die Bibel lese, wenn dort nicht mehr mich strufen das und tragweisen das, dann ist das meist anleidig die Bibel lesen. Und wenn das an mich strufen das, oder wenn das zu mir reden das, dann gibt mir das frisch mehr Mut, mehr dabei zu lesen. Und das ist Gott so. Und so von der an war wir uns wieder mit beschäftigt mit der Offenbarung, das erste Kapitel. Das sind viele Dinge, die wir uns da lernen können und uns frisch denken halten können. Und für mich selbst, ich glaube, ich sage, dass die Lieder immer ein bisschen über zu gehen, was Johannes da auf der Insel begegnet und was Jesus versagt, in die Gemeinde zu sein und was Jesus versagt, klar zu merken, was fehlt, dass die Gemeinde es dort weiterleiten. So habe ich uns das Buch abgeschrieben. Und ein anderes Ding, wo ich noch Luther an denken deed, Johannes, wie er an der steht, wo er das nicht schein hat. Er wurde für ihn nicht so fein, wie als er diese Message kriegt. Und wenn wir in Städten angerufen, wo uns das nicht schein geht, das kommt so leicht darauf an, dass wir anfangen negativ zu sein und anfangen negativ zu denken. Und dass Gott nicht kann eine Message über die bringen, was er wird gleichen zu uns über die zu bringen, weil ich nicht glaube, dass das so wird sein als Johannes, aber danach, das wird für uns für ein großer Segen sein. Johannes, der wir auf der Insel, er wieder allein, er wir all meist 100 Jahre alt, al 91 Jahre alt, und allein auf der Insel, und ich habe uns festgestellt, dass da nichts entscheidend war, und dort ist, wo Gott kam zu Johannes reden. Und so, für die Botschaft, was Jesus dann kam zu Johannes reden, wenn wir die erste einkicken, dann hört sich das so, Gott checkt einen Engel, und dann, wenn wir das Luther kommen, dann hört sich das so, Jesus wieder selbst, wo das dann kriegt, erst dort, wo wir da beschlossen, aber wir wissen, dass die Message, die Nachricht, die haben wir gekriegt. Und dort ist, was uns wertvoll ist, und dort, wo wir nachkicken, sein, was wir davon lernen können. Wenn, das ich auch sehe, wenn wir in schwere Lehren geraten, dann wir das nicht gut haben, weil wir nicht negativ waren, wenn es dann gut möglich wo wir eine gute Message verspielen, oder eine gute Offenbarung verspielen, was Gott das wollte uns reden. Und ja, alle Lehren sind verschieden. Und will nu nicht sagen, weil ich schwör habe, nu weiß ich nicht, was Gott zu mir reden. Aber es kann sicherlich sein, dass ich kann Offenbarungen kriegen, dass ich mich an Gott festhalte, wo er mir der schwere Dinge und schwere Tiden durchleiten wird. So, wir haben uns die Ferien sind auch mit beschäftigt mit Offenbarung, das erste ein. Und dann über dem fange ich noch an von der 12. Vers, aber ich habe das nicht vorher gemerkt. Und so, ich habe das vielleicht auch ein bisschen durcheinander gekriegt. So, ich dachte, ich würde von der an den Kapitel ganz einmal überlesen und dann, wo wir zurückkommen und an some Bemerkungen über das Kapitel mehr. Ich glaube, das ist ganz am Platz, wenn ich die Verse, was wir uns Ferien noch betrachten, und ich von der einmal so überlesen und dann gehen wir von der wieder. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1 sagt, das ist die Offenbarung, die Gott, Jesus Christus, gibt, seine Diener zu wiesen, was in Karten passieren muss, und heischak sein Engel und seinen Diener Johannes an dort mitzuteilen. Da das Gottes Wort in Jesus Christus sein Zeugnis und alles, was er sagt, betekent hat. Seilig ist die das Prophetenwort las, und auch die dort hören und sich daran holen, was dabei geschrieben steht, weil die Zeit ist bald hier.
Johannes schrift dit nur de 7 Gemeinden in Asien, Genot en vrede met dem, die du is, die du weer en die du komen wordt, en van de 7 Gäste voor zijn troon. En van Jezus Christus, die in zijn zeugnis trouw is, hij is de eerstgeborene van de dodes, hij weer over de kennis op, die weer over de kennis op de aarde regeert, en ons God weer en ons met zijn eigen bloed van onze zinden gewaschen heeft. En ons de kennis en priester gemerkt heeft, God zijn Vader te dienen. God, Jezus zijn Vader te dienen. Den treft alle eer, macht en alle eeuwigheid. Amen. Kijk, hij kwam met de wolken en arm worden alle uwen zijnen, ook die arm en de zijdstukken, en de mensen op de eerd worden, alle even aan treurend jammerieren, zo zal dat zijn. Amen. Ik zie dat aan dat o, de aanvang en dat eind, zegt de Heer, die du is, die du weer en die du komen wordt, de Almachtige. Ik, Johannes, mijn broeder en kameraad aan de lijden en aan Gottes rijk en aan de geduld die we durch Jezus Christus hebben, wie op de insel Patmos, wils ik dat Gottes woord en van Jezus Christus gepredigt houd. Einen Gottesdag, wie ik im Jes, en hier hing mij een luide stem zoals uit een trompet. Die zei, ik zie dat aan dat o, de eerste en de laatste, wat du zit schreef in een buik en check dat naar de 7 gemeenten in Azië, naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamon, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Dan draaide ik me om, te zijn wem zijn stem ik reden hier, en als ik me omkijk, zag ik 7 goldene lampenholen, en midden mang de lampenholen einen den dat zo zag als een mensen zien. Die had een kleed aan, dat aan op de feit hangt, en een goldenen gard aan de bras. Zijn haar op den kop waren als witte wal, wit als snij, en zijn ogen als een vuurvlam. Zijn feit blinkerden als geschmaltet, gewichtet messing, en zijn stem weer zo als een geroutet, riechendet water. En zijn rechterhand had hij 7 stierens, en uit zijn muil kwam aan een scherpe, dubbelschnijdende zwaard, en zijn gezicht weer zo als van de zon in volle kracht scheen. En als ik hem zag, val ik voor hem dood, als van ik dood weer. Aber hij leed zijn rechterhand op mij op, en zei, fürcht die niet, ik zie de eerste en de laatste. Ik zie de leven, ja, ik weer dood, aber kijk, ik leef op immer en eeuwig, en heb de sleutels zum dood en tot het dodenrijk. Nu schreef wat du gezeinen hast, wat nu is, wat nog later komen, en wat nog later komen zal. Dat geheimnis en de 7 stierens, die du in mijn rechterhand zag, en de 7 goldene lampenholen, is dit. De 7 stierens zijn de 7 gemeenten ihre Engel, en de 7 lampenholen zijn de 7 gemeenten. Dit is het eerste kapitel van Offenbarung. So, we hebben ons zondag een schriften aangeloten in het eerste een, en je wist het ook al in de 12e vers, maar we willen van der fresh van de 12e vers aanvangen en weer gaan. Maar Tim, dat het een beetje verständlich is, dan breken we dat we de 20e vers zum Anfang ons een beetje aanloten, Tim, dat we kunnen weer een beetje beter verstaan wo Jezus toe weer en wat hij verzag over deel te brengen. De 20e vers, daar zegt dat Jezus had door 7 stierens en zijn hang en zijn hand. En deze 7 stierens, dat waren de engel voor de gemeenten, voor de gemeentestuur. En zo, als dat dan nu zijn de leren geweest, dat zoals ik dat verstaan doe. En we vinden ook dat we engel hebben die ons beschützen doen
ist das auch dort ist, aber ich glaube, von der, wo wir das abstunden lassen, das sind die Leder für die Gemeinde. Und dann sagt er, der Lampenholler, wo Jesus mal stunde, dass Johannes sich umdreht und kickt, und als der Lampenholler die Stunde sagt, dass die uns noch haben, dass Jesus wir mang diese Kirchen. Die Kirchen wir in Ram arm, dass er sich das verstehen lässt. Als Johannes abkickt, dann sieht er die 7 Gemeindestuhl, und du mang sieht er einen, den sie sieht aus den Menschen sehen. Ein anderer wird, den sieht so aus Jesus. Johannes wird die, was Jesus sagt, Gott wird. Das wird vielmals der Apostel von Levi genannt. Hij wir Jesus sei nur ungewassen und sei Gott gewassen. Und wir sind über dem, glaube ich, bis 60 Jahre vergangen, dort Johannes Jesus nicht gesehen hat. Und nu, du auf der Insel, wo er ganz allein ist, und kickt er sich an und dann sieht er diesen Jesus durchstehen. Und er sieht, dass die Lampenholler die stehen durch und du mang als Jesus. Und als er dort sieht, dann fällt er an, als wenn er tot ist. Dort bewegt er so sehr, dass er Jesus war sein wird. Und wenn wir die 13. Vers lesen, ich will 12. Vers lesen, dann wieder sagt er, dann dreht er mich zu seinen. Er hier die Stimme, dann sagt er, dann dreht er mich zu seinen, wem seine Stimme ich reden hier. Und als er mich ankickt, sage ich diese 7 goldene Lampenholler. Und mitten mang die Lampenholler einen, den das so sagt, als ein Menschen sehen. Und dann fängt er an, den zu beschreiben. Er sagt, die Lampenholler durch, wir können hier sein, das sind die Gemeinden in Asien. Und dass Jesus erst mang, und dann sagen wir, dass er hat 7 Stiere in der Hand, so das meint der Lehrer, die wir von Arm, oder die der Lehrer für die Gemeinde, er hat in seiner Hand, die deuten nicht alle, was er will, wenn wir wollen wieder gehen in 2. und 3. Kapitel, wo wir sehen, dass wir Dinge, die fehlen, zu ändern, und dass wir die Message durchführen, dass wir eine Vorbereitung für die Message, was er geben wird, für die Dinge, die fehlen, zu ändern. Aber das sagt danach, er hat in seine Hand. Und dann fängt er an zu beschreiben, was er durch sein wird. Und wir lassen uns kicken uns das Fee sind auch ein bisschen an, in der 6. Vers, dort 5. Vers, dort wieder Jesus im Blut gereinigt sind. Und in der 6. Vers, da sagt er, dass er hat uns als Priester gemerkt, und als Königs gemerkt, als Priester besonders, weil wir an das denken, dass durch dem, dass wir gereinigt sind worden, durch Jesus im Blut sind wir als Priester gestellt worden. Und nu, wenn wir wieder lesen, dann in 13. Vers, sagt er, er hat ein Kleid an, das Ambert ab der Feit hang, und einen goldenen Gard über die Brust. So, wenn wir an das denken, dann hat er ein Priester sein. Einer, der so gekleidet wird, als der Priester zu der alten Zeit wird. Wenn wir uns kicken, dann in 2. Mose 28, Vers 1 und wieder, wo die Versen lesen, du hast es, wo Gott anordnet, wo der Priester gekleidet soll. Und du sagst, das ist das. In 2. Mose 28, Vers 1 sagt er, nu lot Aaron den Bruder und seine Sehns, Nadab, Abihu, Eliezer und Itamar, für die gebracht wurden, ich beraubt diese von einem Fall, dass sie mir sollen als Priester dienen. So, hier sehen wir, dass diese, die werden rückgeraubt, die sollen dienen als Priester. Und wir lassen uns in der 6. Vers, dass durch den, dass wir in Jesus im Blut gereinigt worden sind, hat Gott uns als Priester angestellt. Und dann sagt er, lot Aaron, dem Bruder, geheiligte Rag merken, der Schmackloten in Arm als Priester ihren. So, wenn je kleid sind, Schmackloten, dat Arm als ein Priester wird Anerkennung geben. Vers 3. Sei all de kansfähige Arbeiter. Das sollen gute Arbeiter sein, weil diese Rag merken sollen. Die sollen gesagt worden,
Da ich Weisheit gegeben habe für seine Arbeit, dass sie reich merken für Aaron, der am Apport zaten, so dass er mich kann als ein Priester dienen. Aber dass Aaron, den Bruder, und seine Sehns mich als Priester dienen sollen sie diese Kleider haben. Wenn sie als Priester dienen, sollen sie diese Kleider haben, die an Apport zaten. Ein Bruststeck, ein Ephod, einen langen Rock, einen Mantel, eine Kappbein und ein Gard. Sie sollen goldene Twirren und das sei ja Schmack gemerkt werden. Aber das soll gegeben werden, das sollen sie drehen, wenn sie dienen tun. Das wären Priester, die sollen arm dienen. Und wenn wir denken, dass wir gereinigt worden sind durch Jesus im Blut und wir sind als Priester angestellt, dann soll uns ein Ding immer wichtig sein, dass wir auch uns ehrlich kleiden tun. Dann würde vielleicht sagen, das ist bütterlich, das teilt nicht, das ist nicht so wichtig. Aber wenn wir uns hier miteinander schauen, wer wir sind, dann soll uns das sehr wichtig sein, wo wir gekleidet sind. Wir sollen nur sein, dass wir nicht dürfen uns schämen, wenn uns irgendwer sagen wird. Und dann, wenn wir wieder gehen in der 14. Vers, da beschreibt er wieder, was er sagen wird. Sagt, seine Haare ab seinem Kopf wären aus witter Woll, witt aus Schnee, und seine Augen aus einer Vierflamme. So, wenn wir gucken dann, gräbe Haar, wir können nicht lesen, dass witte Haar in der Schrift viel abgetekent sind, nicht wieder aus, dass es wird sein aus Schnee, aber dann in Sprüche 16, Vers 31, du sagst, das ist das, gräbe Haar sind eine Ehrenkron, die durch die Reich sind und gefangen wurden. Ein Mensch, in der Glas noch some andere Städten, in der Dieden haben, ein Mensch, der gräbe Haar hat, oder witte Haar hat, der hat mehr erfahren, oder das alle, der hat mehr Dinge erfahren, und der traf die Ehe dafür für das, was die weiten. Und so, und von der und auch, würde ein leicht sich so feilen, ich bin noch so jung, ich weiß noch wenig, noch ist es nicht betur, und doch, changed die Klier von der Haar, bei mir wings ein bisschen. Und ich würde einmal noch leicht sagen, ich bin sehr jung. Aber hier will uns das bringen, dass wir die ältere Ehren sollen. Und wenn wir nu denken, an was Johannes da sagen, dass er sagte ein, den trifft alle Ehe, den trifft alle Macht, den trifft alle Herrlichkeit und alles trifft an. Das, was er da sagen, das, was er betekent hat. Woran Johannes dort gesehen hat, das betekent das hier nicht, aber das, was er zu sein kriegt. Und ich glaube, er doch 3 Jahre, als er mit Jesus top gegangen wären, dann wären sie beide 30 Jahre schon Männer gewesen und jung gewesen. Und er hat dann alle Respekt und alles, was er hat, gegeben zu Jesus. Und nun sagt er den durch mit witte Haar, und was arm ankommen wir, das trifft alle ihr, alle Macht, die hier arm. Und so das, was er sein wird. Er wie über dem all in Olamon, all 91 Jahre, als er diese Vision gekriegt und er sagt, der erste Dortport, den trifft alle ihr, den trifft alle Macht. Wenn wir kicken dann, er hat Augen aus 4 Flammen. Und was wollen wir durchrühren? Was können wir durchbringen sein? Das sind Augen, die durchkicken, die können alles sein, was wir haben. Das heißt, die sind Augen aus einer 4 Flamme. Die kicken gleich durch uns, die sagen, wo das an uns ist. Und das, was Johannes zu sagen hat. Die sagt, wo das wir. Und wenn wir wollen, in der 2. und 3. Kapitel nachgehen, dann wollen wir sagen, er hat diese Stirns an seine Hänge und er könnte durchkicken und dann sagen wir, wo die Dinge an die wären sehr gut, die wären wertvolle, angestellte Männer durch, aber die viele Dinge zu ändern. Und du brauchst diese Nurrecht zu haben. Wenn wir kicken dann in Malachi, das 3. Kapitel, das ist, wo wir wollen nachkommen, ich werde das mal lesen, sagt Malachi 3, Vers 2 und 3, sagt er, aber wo ist du einer, der das uitholen wird für Gott? Wo ist einer, der das uitholen wird? Wer wird bestehen bleiben, wenn der
wirklich wird hier sein. Wenn Jesus wird kommen, wenn der wird hier sein, wer wird dort uithouden? Wer wird bestehen können? Hij ist so aus ein gelegener Ofen und so aus der Lüge Waschbad. Hij wird setzen, so aus einer, der in eine Schmelterie den Aufguss aufgeht, und hij wird all dort Arena für die levitische Priester wahrnehmen. Hij wird der reinmerken, so aus Gold und Silber reingemerkt worden, dann wollen sie der Opfer richtig utführen. So hier sehen wir die Augen von 4, und wir sehen hier, was Malachi abgeschrieben hat, der kijkt der Derg, das so aus, Isa gereinigt wordt met een schmelz, de goud, de zilver. Dat heit met een geheiterd wordt, je reiner wordt dat. En Johannes sagt, diesen Menschen sehen du mit so einer Augen, die du durchkicken können. Und dann fragt er hier, wer wird bestehen können, wenn der nicht rein wird sein? Das ist eigentlich verstehen, was Johannes da sein wird. Wenn wir lesen dann, Jim hat ich auf Psalm 139, wenn wir in den 24. Vers lesen dann, du sagst, Gott, kijk mal durch mich durch, erst nach 21. So, das David, der Psalmist, der wir reiht sich aufzustellen, wann du noch gerieset hast, da will ich nu reinigen. Da will ich dir nicht tun lassen. Und Johannes sagt, diesen Jesus du mit so einer Augen, der ganz durchschicken können, was du alles wär. Und dann in der 15. Vers sagt er, seine Feitblanketten aus geschmoltenet, gewichstet Messing und seine Stirn wie so aus ein gerautet, rügendes Wutter. Wenn wir kicken dann die Feit, was diese Bedeutung aller ist, da kann man nicht so korrekt hängen. Aber dann der Stirn, das ist so aus viel rügendes Wutter. Wenn wir dann beim Wutter waren, wo du sehr schälen dat und sehr toben dat, dann kostet wenig das, was hier. Du kannst vertalen, aber du hast wenig das, was hier aus bloß kriegt dort. Und so, Johannes, der hier das nicht aus dieser Stern. Und dort wird am bewegen, dort ist was am angerieben, der Stern redet nicht zu mir. Und ich weiß, ich bin hier allein auf dieser Insel. Dann in 16. Vers sagt er, in seiner rechten Hand hat er 7 Stirns, und uit zijn Mühl kam ein scharpes, doppelschneidendes Schwert, und sein Gesicht wie so, als wenn die Sonne in voller Kraft schien. Nu hat er sich die Hand gedreht, nu sagt er dort. Johannes sagt, dieser steht der Mann Lampenholers. Er sagt, dass der hat diese Stirns in der Hang. Ich glaube nicht, dass Johannes dann all weiß, was diese Stirns in der Hang bedienen deuten. Aber er sagt dort. Und so, der hat ein doppelschneidendes Schwert, kam aus dem Müllrüt. Und wenn wir Hebräer 4, Vers 12 lesen, da sagt es ist das. Gott, sein Wort lebt und ist kraftig und schärfer aus der doppelschneidende Schwert. So, das, was Johannes sagt, der wird, was Jesus reden wird, was so aus rügendes Wutter werden, dass wir über dem aus einem scharfen Schwert, das schneidet am durch. Hij kann das einmal so klar verstehen, was Jesus sagen will. Und vielleicht sind dort noch ein Teil Dinge gekommen von 20 Jahren, was mit Jesus gegangen wir, dass sie über Dinge geredet haben. Und da kann sein, dass dort auch auf einmal war vernieren aus scharfen nie wird gewesen in den Arm. Das sagt er nicht, aber das kann es dort sein. Und dann sagt er, ein Schnitt durch, was das Seil in Jesu in eindalt, in Glieder in Mark Freilich, dort wird recht die Gedanken und Einstellungen im Hort. Hier können wir sagen, das Schwert, was am Müll kam, das schneidet an dort, was seine Augen sein können, wenn es hat Augen aus 4 Flammen, die sagen dort, und die wird, was reden, die schneiden Krack an dort, wo du viel zu ändern, weil wir wollen in Kapitel 2 und Kapitel 3 sein, wo die Dinge fehlen, zu stellen. Diese Augen sagen dort, und die wird, was reden, die starten Krack an dort an. Der 13. Vers betekent dat nog waar in Hebräer 4. Sagt, du hast nichts, was Gott nicht sieht. Alles liegt ganz frei und aufgedeckt für seine Augen und wir müssen uns verantworten. Du hast nichts, was wir verstehen können. Wir sind aber Menschen, die manchmal von unserer Last mitgetragen worden, oder unsere Jankers, und wir wollen ändern, die ja
moeten we vernieuwen, orde maken, Streich da. En so, wenn wir Gott sein Wort lesen und dort zu uns reden, das was ich schon am Anfang sehe, wenn dort zu uns reden, dort uns strufen, dort ist, was es soll tun, dann ist das scharpe, doppelschneidende Schwert, dort arbeitet an uns. Und dort soll das auch tun. Und dann in der 17. Vers sagt es, und als ich am Sag, fall ich vor am Doel, als wenn ich tot wäre. Aber er lädt seine rechte Hand auf mich nach und sagt, fürcht dich nicht, ich sehe die Erste und die Letzte. Nicht Angst haben, ich sehe die Erste. Warum hast du Angst? Aber Johannes fällt als ein Mensch schwach für diesen verherrlichten Jesus. Er hat Jesus gekannt. Er wird mit Jesus tippt gewesen. Aber nu wird er verherrlicht. Nu wird er für 60 Jahre hat er nicht mehr gesehen, der wir im Himmel. Und nu kommt er in den Arm mit einer Nurreich. Und als er diese Nurreich sieht, diese Nurreich hier in den Arm sieht, während er ist, dann kann er nicht stehen dafür. Und so, wir können uns vielleicht vorstellen, dass wenn Jesus in der Welt wird kommen, dann werden wir auch mit Frieden entgegengehen. Und das ist ganz klar, was wir wollen. Je mehr wir bekannt sind mit, wo Luten wird, so ist das hier sein, das wird Johannes sein, der sagt, 4 uit zijn Uhren, hij sagt, witte Haar, hij sagt, ein Schwert uit zijn Müll. Wenn uns dort auf einem Top stemmen, dann wird uns das nicht so Angst sein. Wir sagen Worte, was sein, aber wir können uns das vorstellen, Worte, was sein. Dort wird danach so sein, als wir uns das nicht festgestellt haben. Und dann, wenn wir wieder gehen, dann ticken in Vers 18, hier redet Jesus wieder zu Johannes und sagt dann, ich sehe, die leben ja. Ich werde tot, aber kijk, ich lebe ab immer und ewig und habe die Schädels zum Tod und zu der Totenreich. So, er redet zu Johannes. Johannes legt durch, Jesus hat die rechte Hand auf ihm abgelegt und er redet zu ihm. Und Johannes vernimmt jeder Wort, was er sagt. Er sagt aber, ich fall an, als wenn ich tot wäre. Ein anderer wird, switcht das aus, vielleicht sagen, er kann auf einmal nicht mehr das alle Töpfe. Aber dann legt Jesus die Hand auf Arm und sagt, ich sehe dir Leben ja. Ich weiß, wo du fällst. Ich weiß, wo dir das geht. Und ich weiß, dass du hier allein auf der Insel bist. Und ich weiß, ich wollte alles, was du sagst. Aber er sagt dir, ich sehe dir Leben ja. Ich werde tot. Dann, als du da besiegt im Krieg stehst und ich gebe mein Jes ab, denk dir dort noch, ich werde tot. Aber kijk, nu lebe ich. Ich kann mir gleich vorstellen, was alles durch Johannes in den Kopf hat durchgedreht in dem Moment, wenn Jesus die Hand auf ihn gelegt hat und zu ihm geredet hat. Aber er sagt, ich werde tot. Dann sagt er, nicht kijk, mit mir in die Augen, nicht kijk, ich bin lebendig. Ich sehe nicht mehr, der Jesus wird tot wird. Und ich glaube, Johannes wusste das all, aber das wird Jesus zu ihm sagen. Und dann sagt er, und ha de Schlädels zum Tod, auch zu der Totenreich. Englische sagen, ich habe de Schlädels für den Hall und für den Totenreich. So diese habe ich. Ich bin hier mit einer Nurreich und ich habe alle Macht über alles. Ich habe Macht über die Gemeindes, ich habe Macht über die Stierenskick, ich habe in meiner Hand. Das sagt er, seht ihr, der hat eine rechte Hand. So, ich habe Macht über alles. Wir losen uns in einem Vers, dass er als der Kenntnis auf die Erde regiert. Er sagt er an, wo ich fähig noch ein bisschen von reden, er stellt er an und nimmt er weg. Und wir reden uns manchmal ab über Dinge, die nicht reich sind. Und dann, wenn wir denken, dass er das Schlädel hat für das Totenreich, für den Tod in der Totenreich, wo wird wir dann checken? Was wird uns dort für eine Antwort geben, dass er den Schlädel hat? Ich glaube, ich kann an 3 gehen, noch Vers 5 und 6 in 1. Kapitel in Offenbarung. Durchlos, wie dort wir werden uns den 5. und den 6. Vers mal lesen. Das gibt uns eine kleine Antwort von des Schlädel. Das sagt, und von Jesus Christus, der in sein Zeugnis treu ist, er ist der Erstgeborene von den Todes, wer über die Kenntnis auf die Erde regiert, der uns Gott wir,
und uns mit sein eigenes Blut von unseren Sünden gewaschen hat. Hier sagen wir, dort brückt das Blut, das ist der Schlädel, dort uns reinwaschen wird, dass wir bestehen können, dass wir frei sind von das ewigen Tod. Da ist der Schlädel bin. Und dann sagt er, das erste Vers redet von, dass wir als Priester angestellt sind, aber hier ist der Schlädel für den Tod und für den Totenrecht. Wenn wir uns reinwaschen, dann hat das Schlädel geschafft an uns. Das Schlädel hat der aufgemerkt für das ewige Recht. Wir lesen uns hier, dass Heil lebt ab immer. Und wir lesen uns in Johannes 17, dass du, wo Heil ist, dort, wo Heil will, dort wir auch sollen sein. Heil will nicht, dass wir sollen selbst sein, als Heil ist. Und hier kommt Heil vom Himmel rauf und redet zu Johannes über Dinge, die fehlen zu ändern. Du, weil wir uns Luther noch nennen lassen. Und wenn wir uns kicken dann in der 5. Kapitel, in der 6. Vers, in 7, da sagt es, und er kickt und sagt zwischen den Thron und den 4 Tieren, mangt der Älteste ein Lamm stunden, dass es so sagt, als wenn wir geschlagen werden. Ich soll vielleicht erst mit sagen, was in der 5. Kapitel ist, wo wir in diese Versen geschrieben sind, da wir im Buch, wo da viel aufzumerken, da kann keiner aufmerken. Da wir kein Weg, dass das irgendwer kann aufmerken. Und dann sagt das Vers, da wir nur recht bin an das Buch. Und so, als Johannes diese Nachricht kriegen hat auf der Insel, da fehlt diese Nachricht wiederzugeben. Und hier so steht Johannes und kickt und sieht, dass da fehlt das Buch aufzumerken und sagt, er hielt, sei dass keiner das Buch kann aufmerken, wenn es dass wir Import von das Schlädel für den Tod und für den Haar, für den Totenrecht. Und dann sagt er sagt, das Lamm da, das sagt, als geschlagen wird, dass das geschlagen wird. Und dort 7 Hörner und 7 Augen, dort sind Gott seine 7 Gäste, da reden wir sind auch ein bisschen von, sagt er, die über die ganze Welt geschickt sind. Und dann in der 7. Vers, und dort kommt, und dort Lamm kam, und nimmt den, der auf den Thron saß, das Buch aus der rechten Hand. Und dann wird gelobt und gedankt. Das sagt er noch ein bisschen mehr. Aber das wir im Port werden machen für den Schlädel. Der Schlädel für den Totenrecht und für den Tod. Und so, Jesus kam auf diese Erde und hat um den Tod die Macht zu nehmen. Wir lesen dort in Römer. Und hier steht für Johannes, Johannes liegt durch, er hat die rechte Hand auf Johannes gelegt und sagt, ich habe die Schlädel für den Tod. Ich habe die Schlädel für den Totenrecht. Wer dort annimmt, wer sich lässt reinigen, so ist es in der 6. Vers sein, du hast das Schlädel angewandt, der hat das angenommen, der ist gereinigt, der darf nicht Angst haben, wie Jesus ist, der die Macht hat, das Buch aufzumerken, der Schlädel, wo die Versiegelungen werden werden, wo all die Jahre die Priester und die Propheten haben geforscht, wo der Radung mal wird sein. Das könnte sein, dass du ein Radar kommen und der Radar, der wird uns freistellen von den Tod und von der Haar. Aber das kann das nicht sein. Und hier kam das Lamm, dass wir geschlagen werden, dass wir dort gemerkt werden, und das stand ab, und er hat die Macht, er hat den Schlädel für den Tod und für das Totenrecht. Yes, wenn wir an denken, dann, wir leben hier bei ihr so und so lang, und dann ist unsere Zeit auf hier bei ihr, aber das meint nicht, dass wir dann tot sind. Das Körper ist nicht mehr hier, aber wir leben an, bis wir haben uns von den Sünden reinigen lassen durch Jesus Christus. Und dann betekent zu Johannes, was er damit soll tun. Das hat er nur gesagt, dass er die Schlädels für den Tod und für den Totenrecht hat ihm gesagt, dass er immer leben wird. Er wird tot gewesen, aber er lebt immer. Und dann sagt er in den 19. Vers, nu schrieb, was du sein hast. Was nu ist und was nach Luther kommen wird. Und wenn ich in das Buch lese, in der Offenbarung, ich kann sehr viele Dinge verstehen, wo das schreibt von was nu ist. Aber von some von den Dingen
waar het schrift wat nog komen worden. En waar deze waren ram neemt, dat, dan ik dacht dit boek zo durchgo, daar wil ik niet zoveel van mitteilen, wens dat verstoor ik niet zoveel van. Maar dat, wanneer we dan waren teruggaan naar dat wat het hier zijn, dat hij is die ons van de zinnen heeft gereinigd. En dat is een zeer grote part in deze nodig. En dan van dingen wat te veel te ändern. En zo dat is waar we ons wel weer aanloten. En hij zei dat al, ja, op een stel dat dit zal hij naar de 7 gemeendes in Azië schrijven. En dat is Ephesus, en daar weer het aan de lijf, te veel aan de lijf weer niet meer door. En dan weer het in Smyrna, die weer terug, en doordat hij moet spreken, blijf staan. En dan weer het naar Pergamon, en dat zegt dat hij zich te veel opgegeven heeft met de wereld, dat is te weltlich geworden weer. En dan in Thyatira, daar zegt het, de zullen zich maar daar aan zeten van wat van Jezus zich leiden lopen. En in Sardis, sie niet dood zoals anderen, niet zo leven als andere mensen, zo niet dood, maar levendig. Hij merkt de grote uitdruk dat dingen geändert worden niet, dan wordt de leuchter worden wahrgenomen. En aan Philadelphia zegt het, de broederlui, waar goed en waar wertvolle essen, dat ze dezelfde erbij houden. En dan in Laodicea, wo ze ganz warm zijn en niet warm en niet koud zijn. En zo, wanneer we ons in dit aanloten doen, wer Jezus is en wat hij kan brengen, de nodig wat hij brengen, dat merkt ons dan ons zelfs beproeven. Deze nodig komt door en dan hangt deze nodig dat hij de sleutels heeft en dat hij mangt de lampenholler staat, wat de gemeente zijn en hij de stierens in zijn hang heeft en veel nog delt te anderen, dan draait ons ertoe aan en aan onszelf te bekijken, onszelf te beproeven, als op eenmaal aan sommige dingen en mijzelf al wat te veel te anderen. En dat is dollar van die ziet wat we ons willen aanloten. Als en ons something wat te veel te ändern, waar we zijn schlepperig geworden, über dem gaan vergeten, waarvan we zijn losgekocht worden. En dat is mijn verlangen, dat we die ziet worden kan zijn. Zo, nog eenmaal, dus we aanvangen deden, Johannes, wie op de insel, hij, wie doorweens, hij God gedenkt had. En hij had in de gemeentes gepredigt, waar das brief zal handgeschreven worden. En hij had deze gelegenheid nu, die fresh denken te houden. En zo, van we ons de fresh neergelaten hebben, wie zijn die zijn losgekocht worden, die de sleutel houden, die kunnen ons wat doen. En zo, we kunnen ons om zich opbouwen en moeten spreken en ons om zich brieven en zelfs brieven en ons om zich leren en denken houden. Tim, wanneer de dag wat komen, zoals we meermaals in deze kapitel gelezen hebben, dat Jezus woord komt. Hij zegt dat 3 maal in dit eerste kapitel dat hij kwam. Hij woord komt. En ik zeg dat hij komen wordt. En zo, we kunnen ons door een aanloten en sommige dingen van leren en ons opbouwen loten. Goed, wat zo weet van jou en dan gaan we het nächste Mal dan in het tweede kapitel aan, daar van door wieder. We hebben opstaan te beden, hoe het passend is. Vater in Himmel, du bist allmächtig, die treft alle eer, macht en kraft. Dankeschön für was du an uns getan hast, dass du die uns geopenbart hast. Dankeschön für diese Nachricht, die du selbst auf Erde bringen, das viele Jahre later, als du alweer im Himmel gefahren und die Johannes hat abgeschrieben. Vater, wir beten, dass, wenn wir das so ans Nanloten tun, wirst du uns Openbarungen geben, das zu verstehen und dort in uns Leben anzuwenden, was kann und sehen sein für die Umgebung, die daran sind. Vater, wenn wir an denken, die Lampenhouders, die stehen immer so, dass sie so ein Licht geben für andere und Vater, dass dort auch was kann der Käse sein und den, wo wir sind. Vater, wir vertrauen uns die an und beten an denen Sehen in Jesus' Namen. Amen.